Guten Morgen, Kanner. Haut gesehen mir reis, weil ich koche gerne mit ihr ein Kräuterzopp. Die letzte Woche vom April, da haben wir schon ganz viel über Kräuter geschwärzt. Sie sind ganz gesund, und sie schmecken auch noch gut. Ich sammle meine Kräuter auf der Wiese, wo nicht gedüngt wird. Da wies Gras nicht so sehr und die Kräuter haben besser Platz. Was wir brauchen, das ist eine Kurve oder ein Nehmer, ich schon eine Kurve, an Händchen, weil wir gelobt sich nur der Brennnessel. Hier hast du dann. Mit den Händchen un, plecken wir die ewigsten Teile von der Brennnessel, Brennnesselspitzen. Brennnessel, die ist eine Pflanze mit ganz viel Eisen. Da gehen wir ganz stark. Der braucht man ganz viel. Wenn dir gut guckt, da sieht er vielleicht heinst du ein Raub auf der Brennnessel rundherum laufen. Der ist dann von einem Piperlick, den du sein aufgelöscht wird. Viele Piperlicken brauchen Brennnessel, für dass die Raupen sich da können entwickeln und verpoppen, für dass sie Piperlick wird. So, da habe ich genug Brennnessel gesammelt. Hier ist noch etwas, das machen wir auch dran. Bettseichen, die kennt ihr ja schon. Da holen wir noch ein paar Blätter. So, nach ein paar Blätter vom Saueramper. Den hat ganz viel Vitamin C. Und den erkennt ihr da runter. Den hat so lange zu Blätter. Und rechts und links vom Stiel hat er so kleine Wurzeln. Und hier ist noch ein bisschen Knoblauchrauke. Wie ihr nur schon seht, die schmeckt ganz gut noch knöbelig. Davon holen wir auch ein paar Blätter. Für Reiszopp zu dekorieren, holen wir noch ein paar kleine Margrethe rein. Hier ist unsere Kurve gut voll. Jetzt geht es an die Küche. Jetzt fangen wir an zu kochen. Für Reiszopf zu kochen, brauchen wir noch ein bisschen Gemüse, 2 Önnen und ein paar Grumpen. Vielleicht gibt es ja einen Bauer bei ihr an der Gegend, wo ihr die Sachen kaufen könnt. So, für anzufangen muss man ein bisschen Öl schon einstippen. Und dann machen wir Dünnen dran. Also, die ist noch schön angedämmt. Jetzt machen wir die gewaschenen Kräuter dran. Das sieht noch viel aus, aber die zerfallen ganz sehr. So, nun lassen wir die gut erhitzen. Einfach den Deckel drauf. Und dann lassen wir die ein bisschen undämpfen. Als Kräuter, die sind schön angefallen.
Lo machen wir Krumpen drauf. Und das Ganze wird dann abgefüllt mit Wasser. Für zu würzen, ein bisschen Salz. Und ein bisschen Pfeffer. So, nun lassen wir es kochen, bis die Krumprümmel sind. Krumpre sind Lummel. Nun können wir sie mixen. Dann holen wir den Stabmixer und dann pürieren wir sie ab. So sieht das ja schon ganz gut aus. Nun schmecken wir noch. Lecker, ganz lecker. Dann haben wir ja noch etwas für zu dekorieren. Ein kleines Margretchen. Nun ist es Zopf fertig. Ich lasse mir die gut schmecken. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bis dann, Adi Kanner.